Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Wir sind mittlerweile schon in Kanada, wir sind schon am nächsten Rennen. Und ja, das letzte Rennen in Aserbaidschan war schon recht erfolgreich für uns, wir konnten Punkte holen. Und jetzt schauen wir, ob wir das fortsetzen können. Wäre sicher gut für das Team, es wäre sicher gut auch für die Entwicklung, alles drum und dran, wenn wir nochmal ein bisschen mehr Punkte holen. Und ja, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt wieder ins erste Training rein und wir sehen uns dann wieder gerade beim Qualifying. So, also wir sind mittlerweile schon im Qualifying. Das Training war eigentlich okay. Ich habe es aber herausgefunden, bin dann eine Runde gefahren und dann nachher, bin ich in die Box gegangen, weil ich wollte etwas anderes machen, also eine andere Simulation. Ich glaube, das Qualifying-Tempo fahren. Und dann nachher hatte ich einen Schaden am Fahrzeug, der einfach über die ganze Trainingszeit hineingegangen ist. Also heisst, ich habe eine Trainingserfahrung, also eine Trainingsrunde-Erfahrung. Und ja, wir gehen jetzt mal ins Qualifying. Das Rennen bleibt trocken. Ich bin eben extra noch das FP3 gefahren, weil im FP1 und FP2 jetzt eben geregnet hat. Und weil es trocken ist am Rennen, wollte ich lieber dort schnell trainieren, also im FP3 fahren. Ja, weil dort halt die Strecke trocken ist, also ich weiss, welches Setup ich muss nehmen muss. Ja, aber wir versuchen es jetzt mal. Das Auto fühlt sich eigentlich nicht schlecht an, aber eben mit einer Runde Erfahrung wird es jetzt ein bisschen schwierig werden. Ja, wir probieren es einfach mal. Oh shit, oh mein Gott, habe ich untersteuern. Oh, jetzt habe ich Uhr untersteuern gehabt. Okay, wir sind glaube ich nicht schlecht dran, wir sind gerade 21. Oh nein, oh mein Gott. Oh. Okay. Ja, super. Und jetzt sind wir Letzte wieder. Oh Mann, ich habe voll den Bremspunkt verpasst. Ah, shit. Bitter. Das war jetzt echt bitter. Es würde mich wundern, wer 21. wurde. Ich glaube, das war Lazy, also unser Teammate. Weil das ist halt wieder eine sehr, sehr schnelle Strecke, wo man eine gute Aerodynamik muss haben, ein gutes Chassis, was wir eben nicht haben. Mal schauen. Oder ob es echt ein Williams war. Es war sogar ein Williams, es war ein Latifi. Okay. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Leclerc, Verstappen, Lando Norris und Sainz, Ricciardo, Perez, Tsunoda und Sebastian Vettel, Stroll, Fernando Alonso, Pierre Gasly und Ocon, Mick Schumacher, Räikkönen, Antonio Giovinazzi und George Russell, Mazepin, Alesi, Latifi und ein Wagen des neuen Teams. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Gut, also. Es hat leider keine Strafe gegeben, also wir sind weiterhin auf P22, also am letzten Platz. Und ja, wir probieren jetzt einfach gut vorzukommen, vielleicht gerade am Start. Hoffen wir mal noch auf eine Safety-Car-Phase, wo wir irgendwie vielleicht noch profitieren könnten. Und wir schauen jetzt noch gescheit die Rennstrategie rein. Wir können jetzt rein theoretisch auch mit den Härten losfahren und dann nachher gegen Ende auf die Soft gehen. Ich glaube, das machen wir auch mal gescheit. Wir bearbeiten mal die Strategie. Wir fahren erstes, also wir sind jetzt 10 Runden eigentlich mit der Gelben unterwegs, das machen wir jetzt auch so. Und gehen dann nachher im zweiten auf die Soft für die restlichen Runden. Weil ich glaube, das könnte vielleicht noch Sinn machen. Also wir sehen jetzt, die geplante Renndauer ist jetzt 17 langsamer, aber das ist ja nichts.
Und ich denke, das holen wir schon raus. Und ich glaube, es ist gescheiter, wenn wir jetzt vielleicht mit dem Härtereifen vielleicht zuerst losfahren, länger draußen bleiben und dann nachher auf den Soft gehen mit einem leichten Fahrzeug. Dann, vielleicht klappt es ja. Wir probieren es jetzt einfach mal so. Wir nehmen den Sprit logischerweise auch wieder ein bisschen runter, weil wir haben immer recht viel Sprit im Tank. Wir gehen auf 18,5 Runden. Wenn jetzt mal wieder eine Safety-Car-Phase kommt, dann können wir auf Mager gehen und dann nachher haben wir das wieder draußen. Und ja, würde ich mal sagen, let's go! Okay, ganz gut weggekommen. Sandwich. Mit der Alesi-Kollision. Ja, wir sind ein bisschen aneinander hergekommen. Sorry, Alesi. Oh, da vorne hat es ein bisschen Rangelei gegeben. Ich weiss leider nicht, wer das war. Oh, okay. Wahrscheinlich muss ich mal KI wieder ein bisschen aufnehmen, weil irgendwie denkt es mir jetzt da kann ich dann aber recht gut vorbeiziehen. Ich glaube, ja gut. Oder auch umgekehrt. Okay, wir sind auf P18, wir sind 4 Positionen vorgekommen. Das ist vielleicht nicht mal so schlecht für am Anfang. Haben wir den Overtake-Button noch rein. Und versuchen so noch ein bisschen aufzuschliessen, eben mit dem ERS, das ist der Overtake-Button. Und dann wir nochmal einen kleinen, haben die noch ein bisschen Reserve noch. Und eben, wir fahren ja mit dem Honda-Motor, was ja ein sehr starker Motor ist. Ja, ein bisschen Überschuss gehabt. Ui, falscher Gang. Ich habe es gerade gemerkt, weil ich ein bisschen gerutscht dort und er steuert. Aber das Auto ist mittlerweile nicht mehr so schlecht, wie es auch schon war. Also ich habe einen relativ guten Grip mittlerweile in der Kurve, noch nicht perfekt, aber man merkt schon einen Unterschied, das definitiv. Oh mein Gott, okay. Ich nehme es wieder zurück, was ich gesagt habe. Also mit den roten Reifen will ich ja richtig schnell sein eigentlich. Also es sollte richtig schnell sein, weil die sollten ja eigentlich noch ein bisschen mehr Grip geben als die gelben, die ich jetzt drauf habe. Gelbe Flagge. Wo? Irgendwo ist gelb. Lewis Hamilton, oh, Hamilton dus. Oh mein Gott, ja, okay, das Glück hat er, hier in diesem Game hat er anscheinend kein Glück. Oh, aber da musst du einen Safety Car bringen eigentlich. Der steht ja richtig ungünstig dort. Ah, ich schalte immer einen Gang zu wenig runter. Oh! Jetzt aufpassen. Das war schon die zweite Berührung mit diesem Event hier in Kanada, in Montreal. Oh, shit, da habe ich jetzt die Kurve voll versaut. Oh, okay. Schöne Bodenwelle dort. Russell, lass mir den Platz bitte. Okay, jetzt habe ich ERS halt noch. Aber er will DRS haben. Oh, das ist Kopf an Kopf. Oh mein Gott, okay, nice. Aber das war klar, dass ich in der schnellen Kurve ein Problem wird haben mit dem Auto. Ui. Ich bin so schnell wie ich bin. Das hat uns natürlich jetzt recht viel Schwung gekostet. Oh! Safety Car. Wir wurden informiert, dass es einen Zwischenfall mit vielen Trümmerstücken auf der Strecke gab. Oh! Das Safety Car In der Wall of Champion ist er gesteckt. Und die gehen alle boxen.
Boxengaffel. Scheiße, okay. Ja, jetzt wird's. Oh Mann, nein, jetzt wäre eben gut gewesen, hätte ich Dings gehabt, die Weichreifen. Weil der wäre jetzt nämlich so der Zeitpunkt gewesen zum Boxen. Oh nein, jetzt ist so ein bisschen die Frage, soll ich jetzt echt wie. Nein, jetzt muss. Oh nein! Okay, wir müssen jetzt in die Box eigentlich. Aber ich kann mit den weichen Reifen wahrscheinlich nicht so lange draußen bleiben. Über 10 Runden, ne? Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Schau auf den Mager runternehmen. Oh, was mache ich jetzt? Das soll ich auf die harten Reifen gehen, auf die ganz harten. Das Problem ist, wenn ich jetzt. Ich muss jetzt in die Box, weil sonst verliere ich einfach zur Position. Ne? Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ja, ich muss in die Box. Ich muss es riskieren, Mann. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt gehe, ne? Die gehen jetzt alle auf die Medium Rifle, die sicher bis Ende wieder durchhalten. Und ich muss auf die Weiche jetzt gehen. Jetzt Mann. Ja, das ist jetzt doof. Weil wenn ich jetzt draußen bleibe, reicht es mir von der Geschwindigkeit her nicht mehr, die alle wieder einzuholen. Weil natürlich zieht sich das Feld wieder zusammen durch die Safety Car Phase und dann muss ich wieder. Oh nein, das ist jetzt, also die Safety Car Phase ist jetzt recht doof gekommen. Gerade in einem richtig blöden Zeitpunkt. Ich krieg doch eine neue Nase noch über. Okay. Fertig, los jetzt. Nein, wahrscheinlich. Darum bin ich immer so gerutscht. Okay. Und ich gleich einen kleinen Schaden gehabt. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt Gut, also auf dann würde ich mal diesen sagen, Reifen dass wir setzen. jetzt halt mit den Weichen versuchen, bis am Schluss durchzufahren. Auch wenn es wahrscheinlich nicht möglich wird sein. Wahrscheinlich müssen wir dann nochmal in die Box gehen. Wir können aber vielleicht dann ein kleines Loch reinreißen mit den weichen Reifen, die wir jetzt drauf haben. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in Oh, okay, dieser Safety Car kommt schon rein. Scheiße, jetzt denke ich, vielleicht machen sie mal eine Runde, das wäre besser gewesen. Okay, 10 Runden mit den Softs. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Da wird es schwierig werden. Wir haben genug Sprit auf jeden Fall. Also das heisst, wir könnten rein theoretisch jetzt alles noch auf dem Standort fertig fahren. Also eigentlich hätte ich ja nicht mal in die Reserve reingehen. Wer ist eigentlich am Führen momentan? Ich weiß nicht mal, wer am Gewinnen ist. Ich kann mir noch vorstellen, dass ein paar eben gar nicht in die Box gegangen sind. Grüne Flagge. Also, let's go. Wir haben halt jetzt ein bisschen den Start verpasst, weil ich halt der Lenkung nachgefahren bin. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Okay, wir sind in der Top 10, höre ich gerne. Die Frage ist eben nur, können wir es also fertig fahren mit diesen Reifen? Wir sind auf jeden Fall schneller als die vorderen zwei hier noch. Brechstangen-Move gewesen. Boah. Guter Exit gehabt. ERS noch rein. Oh, jetzt sind wir auf der besseren Linie. Ist nicht so schlau auf Verteidigen dort. Sehr gut, Russell haben wir auch geholt. Sind jetzt P8 momentan. Die Anleitung hat das DRS jetzt aktiviert. Okay, DRS ist wieder da. aktiviert. Was hier vorne ist der Mazepin. Unser Abstand zum Teamkollegen. Warum? Darum fahren die so langsam. Die kommen am Mazepin nicht vorbei. Am Schumacher, der Schumacher ist dort. Der Mazepin ist gerade hinter mir.
Nein, das ist der Raikkonen. Hä, wo ist der Mazepin? Weil Mazepin ist noch mein Rival. Wäre auch nicht schlecht, wenn ich wüsste, wo der ist. Aber der Schumi lässt es voll durch dort. Aber das erklärt auch, wieso dass sie so langsam fahren. Weil sie noch einen vorne dran haben, den sie nicht überholen können. Das ist gut für mich, weil ich kann natürlich so auf das 1 fahren. Schlechter Exit gehabt. Russell wird wahrscheinlich nicht kommen. Er wird ein bisschen zu langsam sein. Schumacher geht in die Box, okay. Ein schlechter Exit gehabt. Russell kommt. Die Frage ist mehr, wie geht es meinen Reifen? Oh shit, okay. Schon jetzt 20%, noch 5 Runden sind zum Fahren. Also, einfach wird es nicht gegen Schluss. Jetzt sind sie da vorne natürlich wieder weg, weil ja kein Schuhmacher vorne dran ist jetzt mit einem Haas. Also es wäre geil, wenn ich so fertig fahren könnte. Die Safety Car Phase hat jetzt richtig das ganze Feld durchgemischt und so sind wir jetzt also weit vorne. Wenn jetzt meine Reifen haben, wäre das natürlich ein mega Win für uns. 7. sind wir dann. Russell Raikkonen noch hinter uns. Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,4 Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich die Vorder noch einholen kann, ganz ehrlich. Ich versuche eher, dass ich vielleicht irgendwie meine Reifen noch schonen kann. Und verteidige lieber gegen Kinder raus. Ich versuche das Ganze fertig zu fahren. Jetzt kommt noch die Sonne für hier in Montreal. Ich hätte noch geheißen, es wird gegen Ende des Rennens sonnig. Ich hoffe, das tut sich jetzt nicht negativ auf meine Reifen auswirken. Oh, shit, Kurve voll verpasst. Aber gut, Exit jetzt, haben wir noch gerade ERS nachher. Dass wir ein bisschen mehr Boost haben. Raikkonen sollte uns eigentlich nicht catchen vor der Kurve da vorne. Ah, jetzt kommt er mit DRS. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Letzte Runde, ui. Okay, rutschen. Das war klar, in der letzten Runde, dort zieht es wieder raus. Okay, jetzt merke ich, dass meine Reifen irgendwie langsam durch sind. Sie müssen natürlich Geschwindigkeit rausnehmen. Jetzt einfach nur noch breit machen, Alonso spielen. Wie in Ungarn. Jetzt da vorne, wichtig, gut rauskommen. Oh nein! Okay. Alonso kann es ein bisschen zurückstecken, weil sonst wären wir innen an die gefahren. Er hat aber den besseren Exit gehabt, kommt mit DRS. Oh, das wird schwierig. Oh, das wird wirklich schwierig werden. Ja, er hat es geschafft. Yes! P7! Dank dem Safety Car. So, das Rennen ist vorbei. Dank dem Safety Car haben wir P7 holen und wahrscheinlich mit einer waghalsigen Strategie auch noch dazu. Fahren des Tages auch noch. Ich glaube, wären wir nicht reingegangen während dem Safety Car in die Box, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt so eine gute Position verschenkt. Gut, also, wir schauen noch kurz in
die Rangliste rein. Wir schauen mal hier drin schnell. So, also wir haben Leclerc auf P1, dann kommt Verstappen, Bottas, Norris, Perez, Sainz, da kommen wir schon. Und dann kommt Raikkonen, Russell, Alesi, Latifi, Alonso, Mazepin, Tsunoda, Stroll, Giovinazzi und Ocon, Gasly, Schumacher, Vettel. Oh mein Gott, Vettel ist auch weit zurückgekehrt. Also dort ist irgendetwas mal passiert, die haben irgendwie wahrscheinlich eine Kollision gehabt, wahrscheinlich Vettel, Ricciardo, denke ich mal. Ricciardo draussen, Hamilton Autos. Weiss man überhaupt, sieht man das irgendwo, wegen was die rausgefallen sind, Ereignisse da? Ja, also zuerst mal hier Kollision verursacht, das war am Start. Nachher hier auf Mazepin mit mehreren Kollisionen verursacht, hat auch eine Verwarnung bekommen. Lance Stroll mit Alonso, Verwarnung. Mechanisches Versagen, okay. Streckenbegrenzung hatte ich auch noch. Ja. Nochmal eine Streckenbegrenzung, also ich war hart auf der Grenze, noch einmal, und ich hatte eine Strafe bekommen. Kollision mit dem Stroll und Totalschaden, der ist einfach dort reingedonnert in die Wand. Hätte ich gerne gesehen, wieso dass der Ricciardo dort reingefahren ist. Wahrscheinlich mit einem Overtake oder so ist er dort hingefahren. Mazepin war auch 3-mal in der Box, also alles eigentlich sehr, sehr spannend. Und ja, hätte nicht gedacht, dass wir so mit dieser Kombination das fertig fahren können, also Medium Soft, vor allem wegen der Safety Car Phase. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Mal schauen, ob jetzt noch irgendetwas kommt oder nicht. Interview vielleicht noch. Nein, alles klar. Es interessiert jetzt wieder mal niemand, dass wir so gut abgeschnitten haben. Rivalität haben wir jetzt auch ein bisschen noch einen Vorsprung rausholen. Und natürlich auch Teamanerkennung, Fahreranerkennung von meiner Seite her und natürlich auch von Alesi steigt jetzt abartig. Weil das war jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, aber das war wirklich auch mehr Glück dahinter als etwas anderes. Ja, da haben wir leider jetzt nicht bekommen. Schlagen einen Rivalen beim Qualifying. Das ist ja noch unser Ziel vom Sponsor, dass wir besser abschließen als unser Rival. Aber wir haben gleich noch 1,3 Millionen eingenommen. Also von dem her können wir uns dort nicht beklagen. Und das Geld können wir auch gut brauchen, um wieder irgendwo zu investieren. So, da also. Wobei ich denke, wir lernen es mal so mit den Investitionen. Wir schauen mal, was wir noch weiterentwickeln können. Das Chassis ist einfach, das ist einfach das Wichtigste. Aber wir haben jetzt so noch grosse Updates, die wir machen können. Auch am Unterboden kommt jetzt in 10 Tagen, da müssen wir mal schauen. Reifenabnutzung. Wobei unsere Reifenabnutzung ist ja nicht mal so schlecht eigentlich. Dann schauen wir mal noch da. Da haben wir auch noch etwas am Laufen. Wir springen einfach mal kurz ein bisschen Zeit für, springen 10 Tage. Ja, weil gerade vor dem Frankreich Grand Prix wird es kommen. Und da würde ich mal sagen, wir mal kurz weiterspringen bis zum 21. dass wir noch diese Ressourcen holen. Was sollen wir bei dieser Angelegenheit machen? Was haben wir da? Wir stehen kurz davor, wichtige Fortschritte bei unserer Komponentenentwicklung zu machen, aber wir werden unsere interne Frist für die Aufgabe nicht einhalten können. Es sei denn, das ganze Team macht Überstunden. Wir schlagen vor, dass wir Überstunden für die nächsten paar Wochen bewilligen, damit wir rechtzeitig fertig werden. Dann leidet aber die Strapazierfähigkeit um 20% und da, ja, ich würde jetzt sagen, wir machen keine Überstunden. Es ist der Motor, der Verschleiß ist und unser Motor ist eigentlich eh gut. Also von dem her, danke. wir tun jetzt hier nicht unsere Mitarbeiter überarbeiten. Wir sind gute Arbeitgeber. So, also wir haben jetzt eigentlich relativ viele Ressourcenpunkte, die wir könnten verwenden. Jedoch haben wir schon eigentlich überall immer etwas in Entwicklung. Also wir können auch hier, ich kann das einfacher zeigen, hier oben auf Verlauf, nicht Verlauf, hier. Chassis und Aerodynamik sind wir schon dran. Die können wir jetzt momentan nicht weiterentwickeln. Darum würde ich mal sagen, wir machen nichts. Wir kriegen noch den Unterboden über, wenn er nicht fehlschlägt. Auf den Frankreich Grand Prix. Und dann haben wir wieder ein neues Update vom Chassis. Und dann würde ich sagen, dass wir dann nach dem Frankreich Grand Prix dann wieder etwas entwickeln. Und dann haben wir auch viele Ressourcenpunkte bis dahin. Und dann können wir auch ein grosses Update eventuell bringen, das nochmal ein bisschen mehr bringt als jetzt immer die kleinen.
Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge von F1 2021. Wenn es euch gefallen würde, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, das ihr gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und dann sehen wir uns dann sonst einfach im nächsten Rennen wieder. Und bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.